Gamsle sei schon unterwegs. Das Jahr hält auf dem Plateau über dem Lechtal noch einmal inne an diesen Tagen. Wenn die Hütte geschlossen ist, verirrt sich kaum mehr ein Wanderer hinauf. Harald und Marion Wolf haben die Kinder schon ins Tal geschickt und machen ihr 110 Jahre altes Refugium, die Hermann von Barth-Hütte, winterfest. Nicht weit von hier hat der Namenspatron, der bayerische Alpenpionier Hermann von Barth, 1869 einige der imposantesten Allgäuer Berge erstmals erstiegen. Damals noch ohne Weg und natürlich ohne die Hütte, deren Lage, offen und frei im Gelände auf 2130 Metern Höhe, heute allein schon ein Grund ist, hier heraufzusteigen und manchmal zu bleiben. Für die beiden Lechtaler jedenfalls ist es so. Sie waren schon auf der anderen Lechseite Hüttenwirte und haben nun ihren Traumplatz gefunden. Aber nur an den wenigen Tagen nach der Saison gehört dieser Platz ihnen ganz allein. Und auf dem schönsten Hüttenberg im Umkreis waren sie noch nicht. Auf der hinter einem Felsrücken verborgenen Marchspitze. Im 4. Sommer auf der Hermann von Barth-Hütte passt endlich alles. Die Gäste sind weg, die Hütte ist dicht, das Wetter ist schön. Und die beiden, die sich monatelang ums Wohl der Gäste und das Refugium gesorgt haben und allenfalls bei Regen Zeit für sich hatten, werden jetzt selbst zu Wanderern und Entdeckern auf dem Bergrücken über dem Lechtal. Es ist eine persönliche Erstbegehung. Hinüber ins nächste Kar, auf die von der Hütte selbst unsichtbare Felspyramide. Ja, da wo der Mond jetzt oben steht, Ja. da links von der da ist Butzenschart. Und da gehen wir nachher den Süd geradeaus. Das ist Markspitze. Abgelegen steht sie da, mitten in einer weiten Felsenlandschaft. Einer der höchsten Allgäuer Gipfel. Ziemlich unnahbar und wild. Das ist jetzt ein Berg, wo es jetzt gerade viel gehen, weil er einfach vom Weg her doch ein bisschen schwieriger ist. Ja. Aber ich höre es, wenn sie nicht oben sind, dass sie einfach den herrlichen Ausblick haben und die Ruhe haben, weil sie einfach sagen, da ist einfach, ja, wenn da 3 Leute triffst schon mal da oben zufällig, dann sind viele da oben. Ja. Und das haben wir gesagt, das möchten wir auch erleben, die Frauen nicht. Das haben wir gesagt, das halten wir uns auf, wenn es schön Wetter ist, dass wir das nach der Saison machen. Da Wo tun wir wir da sind, wo nachher wir Ruhe haben. einen Gipfel und da haben wir die Marschspitze ausgesucht. Einen leichten Zugang gibt es hier nicht. Für die persönliche Erstbesteigung haben die beiden die schönste Route ausgesucht. Eine Rundtour über den langen Südgrat mit seinen Zacken hinauf und dann vom Gipfel über den Westgrat zurück. Nur die Natur ist der Baumeister dieser Landschaft, in der sich nach der Abzweigung vom Wanderweg schon nach kurzer Zeit die letzten Steigspuren verlieren. Kaum gibt es Anzeichen, dass hier schon Menschen waren. An diesem Tag ist auch niemand da, außer uns und den Lebewesen, die hier zu Hause sind. Schritt für Schritt nimmt man wahr, wie sich Einsamkeit anfühlt und die Natur dieser Wildnis. Die Stille. Der Anstieg zum Grat führt durch ein steiles Kar. Trittspuren sind hier nur flüchtige Abdrücke im Schutt. Und die beiden betreten in dieser Einsamkeit ein überraschendes Neuland. Jetzt, oder?
da habe ich jetzt die Stargas was zum Trinken. Ja, das haben wir geladen. Du bist ja zum ersten Mal da, Marion, oder? Ja, genau. Für mich ist das Erste. Schön ist das. Wie eine Mondlandschaft. Dass es das bei uns auch gibt. Super. Es handelt sich um eine der schönsten Berggestalten der Allgäuer Berge, wie zahlreiche Führerautoren rühmen. Eine Felspyramide, die weithin sichtbar ist, ein verborgener Klassiker. Mühe und Schweiß kostet der steile Schutt. So etwas mögen nur Kenner. Der Nachbar ist der bekanntere, der große Krottenkopf, der höchste Gipfel der Allgäuer Alpen. Hier stehen wir, unvermittelt, bizarr und ohne irgendeine Markierung, am Einstieg in den Südgrat. Es gibt hier keine klare Route. Der Fels ist rau und ungehobelt. Jeder Griff fühlt sich frisch an. Der Fels kratzt und sticht. Jetzt, Marion? Ja. Es ist eine eigene Erfahrung in einem Gelände ohne Griffspuren. Harald ist Bergwachtler und Marion, wie soll man sagen, eine Lechtaler Gemse, die instinktiv richtig geht Marion? und sich bewegt wie ein Felsenmensch. Rechts der Zapfen da. Der Südgrat ist eine Genusskletterei im 2. Schwierigkeitsgrad. Fester Fels mit viel Luft unter den Füßen. Sichere Bergsteiger fühlen sich hier vogelfrei. Für heiklere Passagen wie den Zwischenabstieg von einem Gratzacken haben sie auch ein Seil dabei. Aber sichere und schwindelfreie Geher können sich hier ohne Seilsicherung bewegen und die eigene Linie wählen. Der Grat selber zieht sich. Eine Rampe gen Himmel, 3 Stunden lang. Da war die da. So. Machst du einmal die Führungsarbeit, glaube ich, ja? Ja. 4 Monate waren sie unten auf ihrer Hütte. Und nun schenken sie sich diesen Tag im Gebirge. Zu zweit allein auf einer Himmelsleiter. Auf dem Weg zur Marchspitze. Der March, der Landmarke mitten im Herz der Allgäuer Alpen. Immer harmonischer passen sich die Kletterbewegungen dem bizarren Gratverlauf an, der sich wüst der Erosion widersetzt. Manchmal schwindelt man sich buchstäblich über den Grat. Kein grünes Allgäuer Hügelland hier, sondern eine Geröll- und Steinwüste. Schönheit kann aus kalkgrauer Monotonie bestehen. Dann erreicht die Reise durch die Mondlandschaft ihr Ziel. Bergheil. Bergheil. Gut ist gegangen, hä? Ja, super. Herrlich, hä? Schauen wir die Aussicht an. Aussicht. Sag mal, und das war echt der erste Klettergipfel für dich? Ja, genau. Für mich ist das Erste. Zum ersten Mal, dass ich so jetzt so einen... Genau. So eine Kletterroute eigentlich. Ja, ja, eigentlich schon. Und wie ist der gegangen? Gut. Fein. Ist alles gut zum Greifen gewesen.
Mal merkt man schon, dass Ja. Seele noch im Blut hast, noch ein bisschen. Wenn man so einen herrlichen Tag mit so einer Mannschaft, wie ihr seid, kann man sowas schon machen. Wunderbar, möchte mich nicht bedanken. Also ich denke, von der Augen, oder mir zwei, gell? Ja, genau, als Abschluss. Ihr seid sehr süß. Wie geht's denn dir? Ganz gut, ja. Bin ganz sprachlos. Muss genießen. Das heisst etwas. Genießen, ja. Nein, herrlich, also wirklich. Man sieht eigentlich ins Lechtal, hinter Hornbach, ins Deutsche raus. Herrlich. Schön. Siehst du, das haben wir vor der Haustür. Die grünen Hügelkämme des Allgäus im Norden. Die zu den Allgäuer Bergen zählende Hornbachkette. Im Osten das Zugspitzmassiv. Aber eigentlich ein Meer von Bergen. Einzelne Bekannte wie die Ötztaler Wildspitze. Viele Unbekannte. Die Aussicht erledigt von selbst die Aufgabe, den Blick frei zu machen. Als gäbe es weder Fernsehen noch Verkehr. Eine Landschaft wie am ersten Tag. Begehung der. So, dann. Harald, du kannst schon unterschreiben. Muss ich auch noch unterschreiben? Was hast du denn schon geschrieben? Aufstieg über Südgrad, Aufstieg über Westgrad, Erstbegehung der Hüttenwurzleute. Ja, das passt. Ich schreibe schon. Oh, wei, oh, wei. Gehen wir wieder heim. Jetzt schauen wir, dass wir reinkommen auf die Hütte. Richtung Krottenkopf zieht der Westgrat hinunter. Es war die Anstiegsroute des Hermann von Barth, der von den Kartenblättern dieses Berges so beeindruckt war. Den markanten Platten und Zacken, durch die sich dieser leichteste Weg hindurchsucht. Was tragen die beiden mit von ihrer persönlichen Erstbegehung? Von ihrer Bergeinsamkeit zu zweit, in die sie uns ohne viel Aufhebens mitgenommen haben. An einem Tag voll Licht und Fels. An so einem geschenkten Tag über dem Lechtal steht die Zeit noch einmal still. Hier, in den abgelegenen Südabdachungen der Allgäuer Berge, ist die Einsamkeit noch nicht ausgetrieben. Und für die beiden, denen das Revier hier sozusagen gehört, ist der Tag ein Geschenk voller Leben, das sie mit Demut annehmen. Zum Büchern. Ist noch gesund bleiben, oder? Das ist wichtig.